Hallo Reisefreunde! Ja, hier am Montagabend die totale Überraschung für alle, die den Newsletter nicht abonniert haben. Die wissen es seit gestern, denn wir haben gekauft. Ja, es ist definitiv. Wir haben jetzt ja eine Weile überlegt, hin und her, was wollen wir denn? Und eigentlich jetzt das gekauft, was wir gar nicht wollten. Ja, genau. Wir haben ja getestet. Wir waren mit einem Pössl unterwegs, wir waren mit einem California unterwegs. Aber ja, unser Herz, das haben wir jetzt an was Leeres und vor allem ganz schön Gelbes verloren. Das zeigen wir euch später. Erstmal zu den Beweggründen, oder? Ja, wie gesagt, wir waren mit Pössl unterwegs, wir waren auch im Gespräch mit Pössl und mit anderen Herstellern. Es ging einerseits um Kauf, andererseits um Langzeittest. Und als das Ganze wirklich sehr konkret wurde, haben wir einfach so gemerkt, okay, das Herz, das schlägt zwar ein bisschen schneller, aber das macht jetzt keine Luftsprünge. Und irgendwie ist unser Herzblut nicht voll mit dabei. Und da gibt es noch einen zweiten Grund. Einen zweiten Grund? Ja, dass wir uns nicht so verpflichtet Genau, der zweite Grund ist natürlich, wir wollen unabhängig bleiben. Wir hatten das Angebot von Herstellern, wie Steffi gesagt hat, um zusammenzuarbeiten, was natürlich sehr attraktiv ist, aber man ist dann natürlich auch immer Rechenschaft schuldig. Man muss dahin fahren und da mit dabei sein und man muss ja vollends hinter der Marke stehen und hinter dem Ausbau stehen und das können wir einfach bei keinem Hersteller so richtig machen und wir wollen frei sein. Wenn wir unterwegs sind, dann wollen wir nicht am Treffen fahren müssen, sondern wir wollen einfach in Urlaub fahren, unterwegs sein. Und vor allem dorthin fahren, wo wir auch wollen, weil gerade wenn man dann von Langzeittestfahrzeugen spricht, dann ist das ein oder andere Land dann natürlich schon ausgeschlossen. Und da wollen wir einfach, weil wir ja so Osten angefressen sind, uns die ganzen Möglichkeiten offen lassen und die kriegen wir mit so einem. Und dritter Punkt, es war ja schon lange mein Traum, wirklich mal selber einen Bus auszubauen, weil auch an dieser Stelle sei nochmal gesagt, Karl ist ein Selbstausbau, aber nicht von uns beiden. Und die meistgestellte Frage, die wir eigentlich unterwegs immer wieder gestellt bekommen haben, ist, ja, habt ihr den selber gemacht? Habt ihr den selber ausgebaut? Ist ja mega cool. Und wir mussten immer sagen, nein, haben wir nicht. Ja, und da kommt jetzt eigentlich alles einmal im Mixer rein. Einerseits die Unabhängigkeit, der Selbstausbau, die Verwirklichung und ja, dann kam das Glück noch dazu. Eigentlich wollten wir ja immer ein Allradfahrzeug haben. Und irgendwann haben wir realisiert, okay, wir haben die ganze Zeit gesagt, mit Karl würden wir auch nach Kasachstan fahren, aber Island sei das Problem. Und irgendwann hat es bei mir oben so Klick gemacht, wir haben ja für Island eine Allrad-Kooperation, wir brauchen gar kein Allrad. Und als ich diese Komponente dann mal geändert habe bei der Online-Suche nach leeren Kastenwägen, ja, da sind auf einmal sehr, sehr viele aufgetaucht. Erst war ich beim Sprinter, du hast danach auch noch andere angeschaut. Modelle aber ich würde sagen, euch nimmt wahrscheinlich jetzt am meisten Wunder, was denn das überhaupt für ein Fahrzeug ist. Und das zeigen wir euch jetzt. Ja, ich habe es vorher schon angemerkt, Sprinter haben wir angeschaut, uns dann aber doch für VW entschieden, sind ja baugleiche Crafter und der Sprinter. Es ist ein 2,40 Meter hohes Fahrzeug, ein bisschen länger als Karl, der hat jetzt 5,90 Meter. Karl hatte irgendwie 5,20 Meter mit Anhängerkupplung. Wir haben also gut 70 Zentimeter mehr Platz, die verlieren wir aber zu einem großen Teil auch im Cockpit, weil die Sprinter und Crafter so gebaut sind, dass das Cockpit vorne sehr, sehr groß ist und die Ladefläche ein bisschen kürzer entsprechend. Wobei der hat immer noch über 3,20 Meter Ladefläche bis zu den Rücklehnen und entsprechend können wir da schon schön was draus machen. Von der Breite her ist es ja auch so, dass der Sprinter bzw. Crafter eigentlich einer der schmalsten Kastenwegen überhaupt ist. Wir hatten unterwegs ja auch, wenn dann eher das Problem, dass wir gedacht haben, ja, allzu breit und da, ja, ist das halt ein Vorteil. Vorteil auch, dass wir so klein sind, weil wir können trotzdem quer da drin schlafen. Für alle, die über 1,80 sind, ist das nicht mehr möglich, ohne dass man irgendwie ausbuchten oder sowas macht. Aber ihr wollt jetzt sicher rein, weil die Farbe Gelb, die habt ihr wahrscheinlich längst gesehen, die kommt natürlich von der Schweizer Post.
Das war ein Paketzustellfahrzeug. Der hat jetzt knapp 84.000 Kilometer auf der Uhr stehen. Ist zum ersten Mal der Erstinverkehrssetzung am Dezember 2015. Es ist also noch ein relativ junges Fahrzeug. Der ist frisch ab MFK, also frisch ab Schweizer TÜV-Stelle. Da hat er jetzt vor 4 Tagen bestanden. Der hat kein Rost, der hat halt so ein paar Ecken, wo man noch ein bisschen was machen muss und die schauen wir uns jetzt an. Wir gehen direkt hinten rein, weil vorne haben wir später noch Zeit. Und so schaut das Ganze von innen aus. Der Ton ist natürlich noch eine kleine Katastrophe. Und wir haben noch ordentlich was zu tun. Erstmal muss alles wieder runter, was hier dran hängt, weil die ganzen Verkleidungen, das ist mit Sicherheit nicht gedämmt dahinter. Was allerdings bereits besteht hier oben und auch in Wagenfarbe lackiert. Hier klebt schon ein bisschen was an Alubutyl drin. Ich bin sehr gespannt, wie das dann dahinter ausschaut. Hier seht ihr gerade auch schon die Gitter, die sind natürlich drin von der Schweizer Post, weil die nicht wollten, dass die Pakete nach vorne fliegen, wenn die Fahrer hier sitzen, die kommen raus. Und ein richtig großer Pluspunkt von diesem Fahrzeug, weshalb wir uns auch exakt für dieses hier entschieden haben, der hat bereits 2 Einzelsitze. Und wir wollen nun zum ersten Mal Drehkonsolen einbauen und vorne ein Cockpit haben, was man auch zum Wohnen nutzen kann. Das heißt, die 2, die kriegen mit Sicherheit Drehkonsolen. Wahrscheinlich einfach so, dass man sie zueinander drehen kann und wir in der Mitte noch einen Tisch befestigen können. So viel mal zum ersten Ding. Natürlich wird die ganze Kiste komplett isoliert. Wir haben uns da auch schon informiert. Armaflex, Armaflex, ne? 19 mm. Auf den Holmen wahrscheinlich ein bisschen weniger. Das Auto soll so ausgebaut werden, dass wir damit auch mal im Winter nach Skandinavien fahren können. Weshalb wir schon so gut wie es halt in einem Kassenwagen möglich ist, isolieren wollen. Unter uns hat es bereits einen Boden drin. Der ist natürlich auch von der Post bereits eingezogen worden. Nehmen wir auf jeden Fall mal ab. Ich will wissen, was es da drunter hat. Man muss auch den Boden natürlich sauber isolieren, falls das noch nicht gemacht ist. Kann sein, dass wir die Bodenplatte dann für unsere Konstruktion wieder übernehmen. Warum soll man was wegschmeißen, was man ja schon hat? Allerdings die ganzen Ösen, das muss man noch schauen. Da sind wir haben das Fahrzeug jetzt seit vielleicht 1 Stunde in unserem Besitz. Da müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen schauen, wie wir das machen wollen. Wenn wir das Fahrzeug, wie Steffi gesagt hat, erst seit 1 Stunde haben, haben wir uns natürlich schon tausende Gedanken gemacht. Zu Hause den ganzen Van auf dem Küchenboden abgeklebt, eingeteilt. Wir haben schon einen richtig großen Plan, was wir hier machen wollen. Wir stehen hier zum Beispiel gerade beim Bett. Aber so viel wollen wir eigentlich noch gar nicht verraten, denn wir planen, das Ganze ja auch ein bisschen auf YouTube zu dokumentieren. Wir sind eigentlich ein Reisekanal, ihr wisst es. Aber wenn ihr Bock habt und jetzt einen Daumen nach oben gebt, dann werden wir das Ganze natürlich auch verfolgen oder mitfilmen für euch. Die Frage ist auch, bleibt das Auto wirklich gelb? Das ist auch so eine Frage, die wir uns momentan noch stellen. Wollen wir lackieren? Wollen wir uns vielleicht folieren? Oder bleibt es vielleicht gelb? Wir haben uns schon ein bisschen in die Farbe verguckt. Also wir sind mitten in den Planungen und haben uns jetzt mal Zeit genommen, so bis, ja, ich würde sagen September sollte das Fahrzeug dann komplett ausgebaut sein. Ja, und weil wir 2 nicht vom Fach sind, haben wir uns entsprechend auch ein paar Leute zur Seite geholt, die wissen, wie das Ganze funktioniert. Einerseits Thema Solar und ganze Elektrizität werden wir Unterstützung haben. Andererseits haben wir aber auch einen Schreiner, der uns beim Innenausbau tatkräftig unterstützen wird, weil auch da mit den ganzen Materialbeschaffenheiten, mit dem Gewicht und so weiter, da müssen wir schon ein Auge drauf haben und da haben wir einen Fachmann zur Seite. Dazu haben wir uns bereits organisiert eine Werkstatt, wo wir im Trockenen schrauben können, denn obwohl wir einen wunderbaren und warmen Winter haben, kann man ja nicht davon ausgehen, dass es auch die nächsten Wochen so bleiben wird. Ja, das waren jetzt ganz viele Informationen auf einmal natürlich. Wir sind total euphorisch. Wie gesagt, wir haben das Auto wirklich
eine Stunde oder nicht einmal wahrscheinlich. Wir haben es wirklich erst gerade abgeholt. Und unsere Herzen, die machen richtig Salto momentan. Also ich glaube wirklich, wir sind auf dem richtigen Weg. Das war die Entscheidung, die für uns die richtige war, auch wenn sie mit jeder Menge Arbeit verbunden ist. Ja, wir haben natürlich schon sehr, sehr viel Respekt vor diesem Ausbau. Es wartet sehr viel Arbeit auf uns. Aber wir freuen uns wirklich jetzt auch mal selber ein Auto auszubauen. Aber jetzt gibt es natürlich noch viele Fragen. Die allererste Frage, die wir jetzt schon beantwortet: Was hat denn das Fahrzeug gekostet? Ursprünglich hatte der 14.500 gekostet, den konnten wir noch ein bisschen runterhandeln. Wir sind jetzt knapp über 14.000 Franken, was wir bezahlt haben. Für Schweizer Verhältnisse ein echt super guter Preis für das Alter und Kilometerstand des Fahrzeuges. Also da haben wir wirklich ein Schnäppchen gemacht. Zweite Frage: Ja, was passiert denn jetzt mit Karl? Ja, gute Frage. Im Moment steht er noch da. Wir haben ihn noch. Genau, wir werden den hier ja auch erst ausbauen. Das heißt, das ein oder andere Mal vielleicht auch noch auf Karl als Backup zurückgreifen wollen. Aber langfristig gesehen kommt Karl bestimmt weg. Wir werden den verkaufen. Der hat ja noch Schweizer TÜV, also MFK bis Dezember. Und wir werden den mal in eine Werkstatt bringen und mal checken lassen, was da alles gemacht werden muss. Der Gute hat knapp noch nicht ganz 280.000 Kilometer auf der Uhr stehen. Hat natürlich viele Bauteile, die da drin sind, aber wenn wir anfangen, den auszuschlachten, dann kann man den halt danach nur noch in Export oder zur Teileverwertung weitergeben. Entsprechend würden wir den eigentlich gern so noch weitergeben. Also wenn jemand von euch wirklich effektives Interesse hat und schon lange denkt, er wolle den Karl kaufen, der schreibt uns mal eine Mail an info@comefast2 mit dem Betreff Karl und dann könnt ihr da mal schreiben und dann können wir mal so ein bisschen hin und her schreiben, was wir machen könnten. Für uns wichtig, wir geben den mit allen Marken weiter, die wir auch wissen. Da sind wir ganz ehrlich, das ist auch kein Riesenpreis, den wir uns da mehr vorstellen. Aber erstmal wollen wir den zur Werkstatt bringen und mal gucken, was da fällig wird. Aber vielleicht gibt es ja einen Fan, wer weiß. Ja, dritte Frage. Tut es uns denn nicht im Herzen weh, dass jetzt Karl weg muss? Also ich würde sagen, mit diesem neuen Projekt ist jetzt eigentlich der Ablösungsprozess ein bisschen einfacher. Denn wir freuen uns halt wirklich jetzt mal was Neues auszubauen. Wir waren 3 Jahre mit Karl unterwegs und jetzt braucht es mal eine Veränderung. Die Ansprüche sind aber natürlich hoch. Karl hat die Messlatte echt hochgelegt, vor allem auch was die Zuverlässigkeit anbelangt. Also wir waren mit dem jetzt 3 Jahre, 80.000 Kilometer unterwegs und außer Anlasser und mal Seitentüre, also mechanisch sowieso war da gar nichts. Und die Messlatte ist natürlich hoch, da muss sogar ein Jüngling wie der hier echt mithalten können. Ja, ich denke, das waren alle Fragen. Jetzt seid ihr an der Reihe. Wir hoffen natürlich, dass ihr euch genauso freut wie uns. Schreibt unten in die Kommentare, was würdet ihr aus diesem Auto machen? Wie gefällt euch das Fahrzeug? Wie gefällt euch die VW und wie gefällt euch oder wollt ihr auch Ausbauvideos? Und habt ihr vielleicht irgendwo noch einen Tipp, was ihr nach einem Selbstausbau denkt, oh scheiße, das hätte ich anders machen sollen? Ja. Oder, boah, zum Glück habe ich das so gemacht, das war mega cool. So ein paar kleine Details, das würde uns total interessieren, weil wir suchten momentan einfach alles, was rund ums Thema Ausbau geht. Ja, und zum Schluss bleibt uns eigentlich nur noch kurz Danke zu sagen. Das müssen wir, weil ohne Christian von Road & Board wird es dieses Fahrzeug hier nicht geben. Er hat uns tatkräftig unterstützt und beraten. Wenn ihr auch mal so eine Beratung haben wollt, geht bei Road & Board, bei Christian vorbei. Schaut auf seinen Kanälen vorbei und da findet ihr ganz viel Inspiration. Und so schließen wir dieses Video für heute. Genug gelabert. Die nächsten Videos, die bekommen bestimmt einerseits vom Ausbau, aber ihr wisst es ja, wir sind ja auch schon bald in Frankreich unterwegs. Mal schauen, mit welchem Fahrzeug, ne? Ja, und ich glaube, wir brauchen noch einen neuen Hashtag. Und einen neuen Namen. Das Auto ist ja noch namenlos. So. Ja, aber ich weiß ja noch, also erst müssen wir uns kennenlernen. Ich weiß ja noch nicht, ist es eine Sie, ist es ein Er, ist es ein Es. Das wissen wir noch nicht. Ich glaube, das kommt auch noch auf den Innenausbau drauf an. Laufen tut auf jeden Fall gut. So eine kleine Rennsemmel ist es. Vielleicht nennen wir ihn einfach Rennsemmel. Maya war mal so. Maya war mal eine Idee, genau, vom Gelb. Aber er bleibt ja vielleicht nicht gelb. Ja, lassen wir das. Vielleicht kein Mädchen, vielleicht doch ein Junge. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Also, auf jeden Fall neuer Hashtag. Wie wäre es mit Selbstausbau ist geil? Selbstausbau ist geil. Können wir machen, ne? Ja, haut mal alles in die Kommentare. Wir freuen uns auf Feedback. Wir müssen jetzt wieder zur Arbeit und zur Planung, ne? Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis bald. Tschüss.